Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Saisonfazit. Ja, ich starte rein. Ich denke, es werden so 3 Videos werden insgesamt. Jetzt im ersten Teil, ja, gucken wir uns mal so die Gesamtleistung an und versuchen mal eine Note zu finden und mal ein Fazit zu ziehen zu der Gesamtleistung der Mannschaft diese Saison. Dazu werden wir uns ein paar Statistiken auch reinziehen. Ja, die Statistiken werden leider, die Statistiken schön, das ist leider alles ein wenig, wie ich finde. Ja, wir sind deutscher Meister geworden, das ist natürlich auch stark und schön und wir freuen uns da alle drüber. Aber die Art und Weise, gerade der gesamten Rückrunde, wirft halt kein gutes Licht auf die Mannschaft und auf den Kader. Ja, auch wenn die Statistiken da ein bisschen gegensprechen. Von daher ist es ein bisschen schwierig, sich irgendwo ein gutes Fazit zu finden, irgendwie eine Benotung zu machen. Weil, wie gesagt, die Art und Weise nicht gut war. Wir trotzdem Meister geworden sind, trotzdem in vielen, vielen Statistiken auf dem ersten Platz sind, was wir uns gleich angucken werden. Von daher wäre es natürlich jetzt unfair, irgendwie zu sagen, ja, das war eine Saisonnote 5 oder sowas. Ich meine, wir sind deutscher Meister geworden. Da können wir nicht irgendwie von einer Note 5 oder auch nicht von einer Note 4 sprechen. Ja, es war keine 2, keine 1. Von daher sehe ich uns bei einer Note 3, um das mal vorwegzunehmen, eine 3 minus vielleicht. Weil die Art und Weise schon sehr erschreckend war, wenn man so manche Spiele anguckt in der Rückrunde. Und manche Unentschieden und Niederlagen. Von daher bin ich da schon bei einer 3 minus, aber am Ende des Tages sind wir deutscher Meister geworden. Da kannst du nicht schlechter wie eine 3 geben. Ja. Das ist Durchschnitt, das ist befriedigend für uns. Ich weiß, für andere Vereine wäre das eine 1 mit Sternchen. Von daher müssen wir da auch immer ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ja. Und wenn wir jetzt mal einen Blick reinwerfen in so ein paar Statistiken zu unserer Mannschaft, dann denke ich, wird das auch relativ schnell klar, dass es alles nicht so schlecht war. Wie es teilweise gemacht wird, auch von mir natürlich. Auf der anderen Seite fand ich halt die Art und Weise grausam. Ja, in der Rückrunde, das war nicht mit anzusehen teilweise. Und ja, aber gut. Schmeißen wir erstmal ein paar Blicke in die Statistiken. Wie wir sehen, wir haben 21 Siege, 8 Unentschieden, 5 Niederlagen. 8 Unentschieden, 5 Niederlagen heißt im Umkehrschluss, wir haben 13 Spiele nicht gewonnen, was schon viel ist, wie ich finde. Gerade wenn man sich dann die Statistik zu Hause anschaut, mit 5 Unentschieden, einer Niederlage. Eine Niederlage kann man mal verschmerzen, wenn man einen schlechten Tag hat, wie auch immer. Aber auch hier, wie die Niederlage zustande kam, war halt ein Witz. Nichtsdestotrotz haben wir zu Hause 3 Tore pro Spiel geschossen, im Schnitt. 53 Tore insgesamt. Ja, wenn wir nach auswärts gucken, haben wir 10 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Ist jetzt auch nicht mega stark, ist jetzt aber auch nicht so schlecht. Wie gesagt, wir sind deutscher Meister, Tore 39, 2 im Schnitt. Wenn wir ein bisschen weiter gucken, wenn wir mal hier auf die Statistiken im Vergleich gucken zu dem Durchschnitt in der Bundesliga, haben wir 2,71 Tore. Im Durchschnitt wurden 1,6 Tore geschossen. Wir haben 18,53 Torschüsse im Schnitt. Sonst der Durchschnitt sind 12,7. Laufleistung sind wir unter dem Durchschnitt mit 114,17. Das sagt auch ein bisschen was aus. Allerdings haben wir natürlich auch immer viel Ballbesitz, wie man sieht, 65%. Wir haben 54% Zweikampfquote, was sehr stark ist. Gespielte Pässe 623. Angekommene Pässe 543, daraus ergeben sich natürlich 80 Fehlpässe, was immer noch unter dem Durchschnitt ist, der bei 95 liegt. Wir haben eine Passquote von 87, wir haben 12 Flanken, was unter dem Durchschnitt ist einfach da der Tatsache geschuldet, dass wir ohne Mittelstürmer spielen. Angekommene Flanken 24%, damit sind wir genau im Durchschnitt. Dribblings 24, sind wir weit über den Durchschnitt, der bei 16 liegt. Erfolgreiche Dribblings 56%, sind wir auch ein bisschen über den 49. Zweikämpfe führen wir 104, durchschnittlich sind es 106. Zweikampfquote haben wir schon oben gesehen, 54%.
Luftzweikämpfe führen wir 25. Der Durchschnitt ist bei 35. Ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir ohne Mittelstürmer spielen und Flanken ja sinnlos sind. Ja. Deswegen haben wir natürlich eine Ecke weniger Luftzweikämpfe, wie der Durchschnitt ist. Dafür haben wir von den wenigen 55% gewonnen. Foul, Hand gespielt, ja, interessiert uns alles weniger. Gefoult worden, auch nicht. Abseits liegen wir natürlich über den Schnitt. Grüße gehen raus an Mané, der da mit Sicherheit sein Teil zu beigetragen hat. Ecken 6,74, Durchschnitt ist bei 4,85. So, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter schauen, haben wir haben noch ein paar Statistiken vor uns, Leute. So, Bundesliga. Ja, wir sehen es, 21 Siege sind 62%, 24% unentschieden. Das heißt, jedes vierte Spiel haben wir unentschieden gespielt, das ist schon relativ viel. Aber wir sind Erster, 38 Punkte, zu Hause geholt, 33 auswärts. Was auch ganz interessant ist Details der 92 erzielten Treffer. Davon haben wir 56 mit rechts, 25 mit links. Außerhalb des Strafraums 16, Kopfballtore 9, Elfmetertore 3, Eigentore 2, nach Freistoß 1. Leider ist hier nicht nach Ecken noch mit aufgeführt, aber nach Freistoß 1, da muss keiner mehr argumentieren, dass der Kimmich ein guter Freistoßschütze ist. Also wenn man nach 34 Spieltagen ein Tor nach einem Freistoß erzielt, ja, weiß ich nicht. Ne? Schwierig, denke ich. Wie gesagt, leider ist hier Elfmeter nicht dabei, Ecken nicht dabei. Anzahl der erzielten und kassierten Tore pro Spiel, ja, alles gut. Hier können wir uns noch einzelne Minuten angucken. Ja, wen das interessiert, kann man einen Tacken größer machen. Was ganz interessant ist, wenn man sich das mal anguckt, von Minute 0 bis 45 haben wir 10 Gegentore bekommen, Minute 46 bis 90, 28. Ja. Da sieht man schon, wo der Pfeffer begraben ist. Nach hinten hin ging uns auf jeden Fall die Luft aus. Und zwar komplett. Ja, das haben wir auch ganz, ganz oft gesehen. Da haben wir auch nur noch 35 Tore selber erzielt in der zweiten Halbzeit, im Gegensatz zu der ersten, wo wir 57 erzielt haben. Das sagt schon eine Menge aus, wie ich finde. Deswegen ist das nochmal ganz interessant. Auch hier erstes Tor im Schnitt, 29. Minute. Ja, das ist schon sehr, sehr spät für unsere Verhältnisse, wenn ich das da mal zurückdenke. Letztes Tor im Schnitt 60. Minute. Letztes Gegentor im Schnitt 66. Erstes Gegentor 51. im Schnitt. Ja, das ist alles so Durchschnittsgesichter, ja. Kommen wir hier unten nochmal zu ein paar interessanteren Sachen, weil es auch im Vergleich ist. Also Tore haben wir 2,7 pro Spiel im Schnitt, sind damit auf Platz 1 in der Bundesliga. Vor den Dortmunder mit 2,4 und Leipzig 1,9. Elfmetertore 0,1. Wow, Platz 16 läuft. Offensiv. Schüsse aufs Tor pro Spiel 7,6. Das ist einer mehr wie Dortmund mit 6,6. RB Leipzig 5,7. Sind wir auf Platz 1. Erfolgreiche Dribblings sind wir auf Platz 1 mit 14. Zweiter Dortmund mit 12,5. Dritter Leverkusen 6,4. Passspiel sind wir Erster. 6% mehr wie Dortmund mit 64%. Dann bleibt vor Dortmund und Leipzig die 58 haben. Durchschnitt sehen wir auch, ist bei 50. Passgenauigkeit sind wir mit 87% auf Platz 1. Dortmund mit 84 auf 2, Gladbach mit 83 auf 3. Wenn wir ein bisschen kleiner machen. Flankengenauigkeit sind wir auf Platz 3 mit 27%. Erster ist Gladbach, zweiter ist Leipzig. Durchschnitt ist 25%. Defensiv, Zweikämpfe gewonnen, 56,1 pro Spiel. Sind wir auf Platz 3. Erster ist Bochum, zweiter ist Hertha. Das ist schon krass, oder? Also sind wir da auch nicht so schlecht. Erfolgreiche Tacklings pro Spiel sind wir bei 11,4. Damit sind wir Erster zusammen mit Bochum, die auch bei 11,4 sind. Und Dritter ist Köln mit 10,9. Ja, wenn wir jetzt hier mal ausklappen würden, die komplette Tabelle,
Wenn wir da mal den BVB suchen würden, auf Platz 8 mit 9,8. Ja, also ganz interessant hier diese Statistiken. Fouls, gelbe Karten pro Spiel haben wir 1,3, sind damit auf dem letzten Platz, also das fairste Team. Platzverweise gesamt 0,1, Platz 5. Torwart, Gegentore pro Spiel 1,1. Sind wir das zweitbeste Team. Wer ist denn da vor uns? Ja, gleichzeitig mit Union Berlin, die auch 38 Gegentore haben. Ich wollte gerade sagen. Ja, das sind ganz interessante Statistiken hier noch. Und da sieht man schon, wir sind bei allen wichtigen Kategorien entweder ganz, ganz vorne oder unter den ersten dreien. Ja. Von daher ist es wirklich schwer zu sagen, wir haben eine schlechte Saison gespielt, ne? Gerade in der Bundesliga. Gucken wir uns vielleicht nochmal die Champions League dazu an. Das täuscht natürlich ein bisschen, weil wir natürlich jetzt ein paar weniger Spiele gemacht haben, wie einige andere Mannschaften. Aber hier auch nochmal, was hier auch nochmal ganz interessant war, das habe ich gerade ein bisschen übersprungen. Wir haben im Strafraum 76 Tore erzielt. Ja, weil man ja immer sagt, uns geht der Stürmer ab, kann man halt auch dagegen argumentieren, wenn man diese Werte sieht. Ja. Natürlich brauchen wir nicht da drum herum reden, dass uns ein Stürmer abgeht. Ja. Allein was der für Räume reißen würde und so weiter und so fort und an Spielstationen und so weiter. Aber nur, wenn man jetzt mal so rein die Statistiken sich anguckt, von daher finde ich es auch immer schwierig, oder deswegen habe ich ja auch immer gesagt, ich tue mich schwer daran, jetzt andere Vereine zu beurteilen, wenn ich die Spiele nicht sehe, wenn ich mir nur die Statistiken angucke. Weil ihr seht, wenn wir nur die Statistiken angucken würden, ja, dann würden wir unserer Mannschaft eine Note 1 geben, was die Bundesliga-Saison betrifft. Ja, also gar keine Frage. Könnte man argumentieren, ja, wir haben ein bisschen viel Gegentore gekriegt, aber sei mal dahingestellt, wir sind deutscher Meister, guckt euch die Statistiken an, ja, Note 1, fertig, brauchen wir nicht rumdiskutieren. Also von daher ist das immer so schwierig, sich nur auf die Statistiken zu verlassen. Ne? Champions League, auch hier haben wir diese Toraufschlüsselung, wen es interessiert, fußballtransfer.com, könnt ihr euch hier die ganzen Statistiken reinziehen, wenn es euch interessiert. Ja, ich würde sagen, hier können wir nochmal das ein bisschen vergleichen, aber was hier interessant ist, ist vielleicht diese Statistiken. Wie gesagt, da geht uns natürlich ein bisschen ab, dass wir jetzt ja dann 3 Spiele weniger haben wie die Finalisten. Ne? Aber ich denke, es ist trotzdem einigermaßen aussagekräftig. Wir haben Tore pro Spiel 2,2, sind damit auf dem 7. Platz. Da sind natürlich Roter Stern Belgrad mit 3, die irgendwie nicht so viele Spiele haben, weit vorne. Elfmeter-Tore sind wir gar nicht on air. Schüsse aufs Tor finde ich super interessant. Haben wir 7,5, sind damit auf Platz 1. Von Neapel mit 7,3 und Man City 7,2. Fairerweise muss man sagen, dass Man City natürlich schon 2 Spiele mehr hat. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber ja, Fakt ist, wir sind da auf dem Level. Also unsere Champions League-Saison war nicht schlecht. Ja. Klar, die Spiele gegen City, aber davor war sie wirklich richtig stark. Auch hier, wenn man erfolgreiche Dribblings sieht, mit 12,1 sind wir auf Platz 2 hinter PSG mit 12,4 und dritter Neapel mit 11,2. Passspiel, da geht's uns ein bisschen ab. Ballbesitz in Prozent haben wir 56% nur. Sind wir auf Platz 7. Wenn man sich da mal die komplette Tabelle anguckt, was da noch vor uns ist, gut, jetzt die 1-2% bis Platz 3 können wir mal außen vor lassen. Man City und Barca sind da auf jeden Fall weit vorne. Passgenauigkeit sind wir 5. mit 87%. Ihr seht, erster ist Man City mit 90, PSG zweiter mit 89. Wie gesagt, so 1-2%. Ich denke, da sind wir auch gut dabei. Flankengenauigkeit sind wir 13. mit 25%. Das spiegelt das wieder, was wir auch in der Bundesliga geleistet haben. Da waren wir auch bei jeder 4. Flanke, kommt mal irgendwie an. Aber auch hier, wenn wir gucken, 28 ist Platz 2. Ja. Defensive Zweikämpfe gewonnen sind wir 6. mit 50,9. Da sind wir ein bisschen schlechter, wie wir in der Bundesliga waren. Erster Neapel, zweiter Porto. Erfolgreiche Tacklings sind wir 4. mit 11,8. Wenn wir sehen, was davor ist, Salzburg, Sporting, ja, Fouls, Platzverweise, Vorwärtsspiel, ja, Gegentore haben wir 0,6 pro Spiel. Ja, da sind wir, ist nur Man City besser, wie wir.
Ja, und das liegt wahrscheinlich daran, wegen den Spielen gegen Man City. Ja. Von daher, schwierig. Ja, ihr seht, allein von den Statistiken her haben wir eine gute Saison gespielt. Ja. Muss man mal ganz klar so sagen, statistikmäßig, will mir nur die Statistiken bewerten, würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Note 1 bis 2. Ja. Weil gegen Man City kannst du ausscheiden, kann man so argumentieren. DFB-Pokal war super unglücklich zu Hause und Bundesliga sind wir deutscher Meister geworden. So, wir haben den Titel geholt, den man holen muss. Das ist die deutsche Meisterschaft, der wichtigste Titel meines Erachtens nach und der ehrlichste Titel. Und dann könnte man ganz klar sagen, 1 oder 1,5 wäre die Gesamtnote dieser Saison. Gut, jetzt kommen wir mal zu meinen Argumenten, wenn man sich mit dem FC Bayern beschäftigt. Dann ist diese Saison keine 1 oder 1,5 oder 2, dann ist sie eine schlechte 3. Ja, das mag jetzt, wenn hier Dortmunder, Gladbacher oder sonst wer zuschaut, ich habe ja hier so ein paar, die hier zuschauen, die nicht Bayern-Fans sind, die können das vielleicht nicht nachvollziehen jetzt, ja. Auch ihr habt die Statistiken gesehen, sind wir fast überall vorne. Aber die Art und Weise, die wir an den Tag gelegt haben, die unsere Mannschaft an den Tag gelegt hat, war einfach unterirdisch. Ja, ich lasse mal die Hinrunde außen vor, da hatten wir auch 1, 2 kleine Hänger drin, aber da haben wir wirklich guten Fußball gespielt, wir haben offensiven Fußball gespielt, wir waren variabel, wir haben Einsatz gezeigt, wir haben Lust gezeigt, da war keiner, der sich mal hat hängen lassen, abgesehen vom Sané mal zwischenzeitlich, der da so eine Phase hatte. Aber ansonsten waren alle on fire, alle haben Bock gehabt, alle waren gut drauf. Dann war die WM und danach war es nur noch Rumgegucke. Ja. Vielleicht nehmen wir das Spiel gegen Dortmund noch aus, was okay war. Aber dann war es nur noch Rumgegucke. Ich meine, wir haben nicht umsonst 9 Punkte Vorsprung in der Bundesliga kläglich verspielt. Dann auch nach dem Trainerwechsel, der gar nichts bewegt hat, der eher noch was Negatives bewegt hat. Wir wurden noch schlechter, was ich ganz klar daran festmache, dass es einfach wieder die taktische Umstellung wurde auf die Viererkette. Ja. Und dass wir einfach nochmal 20 Meter defensiver standen hinten. Auch mache ich auch viel am Kimmich fest, der das Spiel absolut gar nicht im Griff hatte und überall war, nur nicht auf der Position, wo er hingehört. Und so weiter und so fort, ja. Und wenn man da die Art und Weise sieht, dann ist es eigentlich ein Witz, dass wir deutscher Meister geworden sind. Sag ich euch ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie die Dortmunder Leistung war, auch in der Hinrunde. Das war ja bei Dortmund mehr der Knackpunkt. Kann ich nicht beurteilen. Ja, wie gesagt, ich habe die Spiele nicht gesehen, da maße ich mir auch nicht an, da irgendwas zu beurteilen, inwieweit das irgendwie eine gute Leistung war oder nicht. Wie ich schon sagte, wenn man dasselbe Engagement gezeigt hätte wie in der Hinserie und man hätte dieselben Ergebnisse eingefahren, wie wir sie in der Rückrunde gemacht haben, hätte ich gesagt, alles gut. Ja, wir haben alles versucht, wir haben Fußball gespielt, man hat gesehen, die Jungs spielen für den Verein, sie geben alles. Und dann wäre gut gewesen. Dann hätte man auch akzeptieren können, wenn man vielleicht sogar schon vorher dann kein Meister gewesen wäre. Aber diese Art und Weise, die unsere Mannschaft an den Tag gelegt hat, gerade in den Heimspielen, diese Null-Bock-Einstellung, wenn ich so einen Gnabry angucke, der da, das grenzt an Arbeitsverweigerung, dasselbe beim Sané teilweise. Ein Kimmich, der keinerlei Einfluss auf diese Mannschaft hat, sich aber dann immer hinstellt, ich bin der große Führungsspieler, macht nach dem Spiel ein Trara, der in der Rückrunde weiß ich nicht, wie viele Ecken geschossen hat, wovon gefühlt nicht ein Tor entstanden ist, der alle Freistöße geschossen hat. Wir haben es gesehen in den Statistiken, 1 Tor nach Freistößen in 34 Spieltagen. Und dann setzt sich ein Trainer immer noch dahin und argumentiert, dass die Statistiken nicht so schlecht sind. Der Trainer, der absolut nicht nach Leistung aufgestellt hat, ja, der aufgestellt hat nach Name, nach Verdienst für den Verein. All diese Sachen machen es zu einer katastrophalen Rückrunde. Ja, und wenn man das unter den Gesichtspunkten sieht, ist es ein Witz, dass wir deutscher Meister geworden sind. Die deutsche Meisterschaft wird einiges oder schönt einiges, definitiv. Ja, auch die Statistiken schön ganz, ganz viel, was bei uns richtig schlecht war in der Rückrunde. Und von daher ist es für mich eine 3-, und die 3- gibt es auch nur, weil wir deutscher Meister geworden sind. Wären wir kein deutscher Meister geworden, wäre ich schon in Richtung 4- gegangen. Weil wenn man die Rückrunde nur betrachtet, war das nicht ausreichend.
Ja, am Ende des Tages war es ausreichend, weil wir Deutscher Meister geworden sind. Aber die Einstellung, die Arbeitseinstellung auf dem Platz war teilweise Note 4 bis 6 und zwar durchgehend. Ja, da waren vielleicht 2, 3 Spiele bei, wo es mal besser war. Der Rest war 4 bis 6. Das muss man einfach so sagen. Traurig, aber so war es halt einfach. Ja. Deswegen nochmal, dass wir mit diesen Leistungen, wer am Ende nach 34 Spieltagen vorne steht, ist verdient Meister, da müssen wir nicht drum rumreden. Aber wenn man unsere Leistung isoliert betrachtet, dann war es eine ganz, ganz schwache Rückrunde. Also so schwach, wie ich es selten gesehen habe. Und vor allen Dingen auch dieses, ja, einfach akzeptieren. Wie es auch der Tuchel sagte, wir spielen ein Level. Du hast keinen Peak nach oben, du hast kaum, wenn, dann haben wir maximal Peaks nach unten, wie die Aussetzer vom Upper, wie ein Aussetzer vom Pavard. Wir haben irgendwie 11 Elfmeter verschuldet diese Saison. Aber ansonsten einfach monoton weiter. Wir kriegen das 1-1 gegen Leipzig, es geht monoton weiter. Wir kriegen das 2-1, es geht monoton weiter. Dasselbe war in Köln. Ja, wie gesagt, es ist absolut glücklich, dass wir Deutscher Meister geworden sind. Wer das Spiel in Köln gesehen hat, die erste halbe Stunde war gut wie gegen Leipzig, danach monoton und eher an einer kleinen, leicht abfallende Kurve wie irgendwas anderes. Deswegen fand ich es dann auch so schwierig, immer diese Aussagen zur Deutschen Meisterschaft. Ja, und die Mannschaft hat Willen gezeigt, hat Ehrgeiz gezeigt. Das hat sie alles nicht gezeigt. Ja. In den ganzen Spielen, wo der Tuchel da ist, war das komplett nicht da. Das hat schon beim Nagelsmann angefangen, dass man sich da teilweise ergeben hat. Aber beim Tuchel wurde da nochmal eine Schippe draufgesetzt. Ja, da haben manche Spieler einfach den Eindruck gemacht, so, sie haben keinen Bock. Entweder, keine Ahnung, auf den Trainer, auf den Sportvorstand, auf dem Olli, auf sonst wen, ich weiß es nicht. Aber das ist eine Sache, die nicht geht, die man sich als Spieler des FC Bayern einfach nicht erlauben kann. Ja. Und von daher, wenn man das einzeln betrachten würde, ohne irgendwelche Statistiken und ohne Meisterschaft, dann wäre es ein vernichtendes Urteil. Ja. Deswegen wird es ja auch super schwer für mich jetzt in den nächsten 2 Videos irgendwie die Spieler zu beurteilen, weil werden wir sehen, wenn wir uns dann Gnabry angucken, ist das von den statistischen Werten echt okay. Ja, dafür, dass er kein Stürmer ist, was er an erzielten Treffer, an erzielten Toren gemacht hat und so weiter und so fort. Sehen wir aber gleich, gucken wir uns gleich an. Ist es da auch super schwer für mich, das zu beurteilen. Ja. Ich denke, ich werde die Statistiken beurteilen und werde alles einfach eine Note schlechter machen. Dann komme ich vielleicht auf einen Konsens, mit dem ich leben kann. Ja, ist eine ganz, ganz schwierige Saison für mich, das irgendwie einzuordnen. Nochmal, rein nach Statistiken brauchen wir nicht drum herum reden. Deswegen verstehe ich auch, wenn so Außenstehende gar nicht verstehen, worüber wir hier auf dem Kanal diskutieren oder worüber wir meckern oder kritisieren oder warum ein Brazzo und ein Olli rausgeworfen werden, wenn wir Deutscher Meister sind, wenn wir in allen Statistiken vorne sind. Dass die Leute das alles nicht verstehen, die sich mit dem Verein nicht beschäftigen, die das nur von außen sehen, verstehe ich. Wäre bei mir nicht anders. Wenn jetzt bei Dortmund wäre jetzt Meister geworden, die würden jetzt den Kehl rauswerfen und was weiß ich, einen Aki Watzke oder sonst wen, würde ich mich auch fragen, was ist denn da los? Ne? Ist ja völlig unverständlich. Wenn man sich aber mit dem Verein beschäftigt, dann sieht man einfach, was im Argen ist. Und wenn man die Spiele alle gesehen hat von uns, dann war es wirklich hart in der Rückrunde und deswegen habe ich auch die ganze Zeit gesagt, ich glaube nicht daran, dass wir irgendwie Meister werden. Ja, dass es die Dortmunder dann selber aus der Hand gegeben haben, schön unsere Saison jetzt auf jeden Fall mit dem Meistertitel. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ansonsten nehmen wir mal die Champions League, vielleicht nochmal da ein paar Worte zu. Ich denke, Champions League haben wir sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Das war auch das Einzige, wo die Jungs dann motiviert waren unterm Nagelsmann. Muss man mal ganz klar so sagen. Da in der Rückrunde in der Bundesliga war das schon ein Rumgekraupe, das vom Herrn, das habe ich selten gesehen. Dann war Champions League und dann alle, Jippo, Champions League, wir geben mal Vollgas. Hey, wir spielen jetzt 90 Minuten Vollgas. Da hat es auf einmal geklappt. Auch das ist schon Armutszeugnis für diese Mannschaft. Wo man dann ein bisschen argumentieren kann, ja, 10-mal Meister, dann ist das nicht so wichtig und da ist man motivierter und bla und Sülz. Sind alles Dinge, die man irgendwo verstehen kann, die aber nicht gehen auf Dauer. Ne? Und deswegen gab es dann auch den Trainerwechsel. Aber Champions League, ja, haben wir sehr, sehr starke Leistungen gebracht. Ja.
Man City war dann die große Ausnahme, was wahrscheinlich anders gelaufen wäre, wenn der Nagelsmann noch da gewesen wäre. Weil, ja, was er hingekriegt hat, ist, dass wir in der Champions League auf jeden Fall auf dem Punkt da waren. Das muss man eben zugute halten, ne? Dafür haben wir die Bundesliga abgeschenkt, aber ja. Hätte, wäre, wenn und aber, kann man eh nicht beurteilen, man kann nur mutmaßen. Aber so haben wir eine gute Champions League Runde gespielt. Wir haben auch im Hinspiel 70 Minuten gut gespielt gegen City, dann haben wir es weggeschmissen. So, fertig. Ja, es war jetzt aber auch nicht überragend, so wie es dann dargestellt wurde vom Tuchel. Und ein Spiel geht nun mal 90 Minuten plus und nicht 70 Minuten. Und da muss man sich am Ende nicht dahinstellen, das alles irgendwie schön reden und sagen, ach ja, wir waren ja ach so gut gegen die europäisch oder die beste Mannschaft aktuell auf der Welt. Wow. In der Hinrunde haben wir als beste Mannschaft Europas oder auf der Welt gegalten. Und dann redet man sich da so ein bisschen so klein. Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden. Natürlich ist Man City eine sehr, sehr starke Mannschaft. Natürlich, wenn die in Topform sind, brauchen wir nicht drum herum reden. Aber wir haben gesehen, was wir in der Hinrunde, was wir leisten können, wenn wir wollen, wenn alle Spieler wollen, was dann auf einmal definitiv nicht mehr der Fall war. Und von daher muss man festhalten, in der Rückrunde, ich weiß nicht, ob die Spieler nicht wollten oder nicht konnten. Am Ende des Tages wollten viele nicht, wie ich finde, weil dann hätte man, wenn man gewollt hätte, aber nicht konnte, hätte man auf jeden Fall ein bisschen andere Körpersprache gezeigt und ein bisschen anderes Verhalten auf dem Platz. Ne? Aber wenn man sich dann auf dem Platz versteckt und so weiter und irgendwie so die Leck mich am Arsch Ausstrahlung hat, dann denke ich eher, war es eine Sache, dass man nicht so wollte. Ja, das dann gegen Köln, wie gesagt, durch die Einwechslung, ein bisschen glücklich der Ball zu Jamal kommt und Jamal war der Lichtblick diese Saison. Haut das Ding dann rein und dann haben wir glücklich die Meisterschaft gewonnen. So, Punkt. Ja, was die Saison schönt in meinen Augen. Ja, bester Spieler oder auffälligster Spieler oder wie man es nennen möchte, würde ich auf jeden Fall Musiala auf die gesamte Saison sehen und auch De Ligt hat mir sehr gut gefallen, hat sich sehr gut entwickelt, auch einen schwierigen Start gehabt. Auch ein Pavard wurde immer besser mit der Zeit. Enttäuschendster Spieler definitiv Kimmich Goretzka. Da muss ich gar nicht überlegen. Da kannst du Gnabry noch an Platz 3 hinten dran stellen mit Sané zusammen auf einer Stufe und dann vielleicht noch den Müller. Ja. Aber Kimmich und Goretzka definitiv die enttäuschendsten Spieler in diesem Kader in der Rückrunde. Und auch auf die ganze Saison gesehen. Aber auch da werden wir gleich sehen, wenn wir reingehen in die Spieleranalyse, dass da die Statistik ein bisschen schön wird. Ja. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, haut mir gerne eure Note in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, welche Gesamtnote ihr unserem Verein fürs Sportliche, ich betone mal das Sportliche, gebt diese Saison mit Ausscheiden, Viertelfinale, DFB-Pokal und Champions League und der Deutschen Meisterschaft. Plus das super Dastehen in den Statistiken. Interessiert mich dann auch von den Außenstehenden, den Dortmundern und so weiter, die hier vielleicht zugucken. Ich denke, da wird die Note um einiges besser sein, wie irgendjemand, der sich explizit mit dem Verein auseinandersetzt. Ja, kommen wir jetzt vielleicht noch zu einer Benotung des Vereins in der Außendarstellung oder der Vereinsführung. Nehmen wir mal Brazzo und Olli. Ja, Note 6. Da müssen wir nicht drum rumreden. Es ist Note 6. Es ist ungenügend gewesen. Es war nicht ausreichend, es war nicht mangelhaft, es war wirklich ungenügend. Transfers kann man drüber diskutieren, ja, was so Brazzos Hauptverantwortung vielleicht ist, oder ein Teil der Hauptverantwortung. Gibt es mit Sicherheit Argumente dafür, dagegen. Fakt ist, ein Mané hat gar nicht gezündet, den man da irgendwie als Ersatz für einen Levi geholt hat. Natürlich alles in Absprache mit dem Trainer. Aber da muss man auch sehen, man hat eine Saison gehabt unter Nagelsmann und man hat auch in dieser Saison in der Rückrunde schon gesehen, woran es gehapert hat. Man hat dann viel irgendwie in den Arsch getreten, auch aufgrund von Nagelsmann, wie ein Levi, ja, wie ein Tapalovic mit neuer Geschichte, keine Ahnung, was da alles los war, wissen wir alles nicht im Detail.
Man hat aber Nagelsmann unendlich viele Zugeständnisse gemacht in unserem Verein. Unendlich viele. Allein was Kaderplanung angeht, was Trainingsplatz, Verdunklung, Abschottung und hast du nicht gesehen angeht, was Trainieren ohne Öffentlichkeit, was bei uns immer gang und gäbe war, dass die Fans da jederzeit hin konnten, weil viele Fans oder Großteil der Fans halt nicht aus München oder Bayern kommt, sondern aus außerhalb. Die fahren dahin, wollten zur Sebener Straße, wollen sich ein bisschen die Stars angucken. Das alles ging nicht mehr oder nur noch ganz, ganz selten. Die ganzen Zugeständnisse hat man Nagelsmann gemacht. Man hat ihn für 5 Jahre verpflichtet, weil man so super überzeugt von ihm war. Und dann, bam. So. Das sind Sachen, die nicht zusammenpassen. Ja, entweder hätte man nach der ersten Saison sagen sollen, pass mal auf, so passt das nicht, das und das muss geändert werden. Vielleicht war das auch der Fall, ich weiß es nicht. Die Hinrunde war ja noch einigermaßen okay. Ich denke, auch ein riesengroßer Fehler war es zu sagen, ja komm, die WM ist rum, macht erstmal 5 Wochen Urlaub, Vorbereitung waren 10 Tage oder sowas. Dann wundert man sich, dass die Spieler keine Form haben, dass die Spieler nach 60 Minuten tot sind, dass keinerlei Gegenwehr da ist. Ja, das nimmt man dann alles so hin und entscheidet sich dann zu einem unmöglichen Zeitpunkt. Ich habe damals gesagt, die Trainerentlassung ist vollkommen richtig. Bin ich voll dabei, Nagelsmann rauszuwerfen. Aber der Zeitpunkt, Katastrophe. Katastrophe. Entweder hätte man das 4 Wochen, 5 Wochen vorher getan, oder man hätte halt gesagt, jo, komm hier, nächste Saison bist du weg. Kannst noch mal alles geben, es passt einfach nicht. Vielleicht holst du noch einen Titel und dann holen wir nächste Saison den Tuchel. Wenn man so die Aussagen jetzt gehört hat beim Tuchel, musste er auch wirklich überredet werden, dass er überhaupt kommt, mitten in der Saison. Dass er sich darauf eingelassen hat und ich denke, er wird es bereut haben. Ja. Und auch diese Außendarstellung mit dem Nagelsmann, auch Note 6. Ja. Nochmal, ich war völlig dafür, dass man Nagelsmann entlässt. Aus ganz, ganz vielen Gründen könnt ihr euch gerne da in dem Video, was ich damals dazu gemacht habe, anschauen. Das muss ich jetzt hier nicht alles nochmal durchkauen. Für mich hat es nicht gepasst mit dem Nagelsmann. Ich habe mich sehr gefreut, wo wir den Nagelsmann verpflichtet haben. Diese Sache mit den 5 Jahren habe ich nicht verstanden. Damals schon nicht. Wir sind beim FC Bayern, da kannst du keine Verträge auf 5 Jahre schließen. Das klappt nicht. Es geht immer um Erfolg. Ja, man schließt einen Vertrag auf 2 Jahre. Ja, dann gab's ja die Argumente von wegen Ablöse, Blaswülz. Ja, wir werden sehen, ob die 5 Jahre wirklich deswegen gemacht wurden, damit wir die Ablöse, die wir damals bezahlt haben, jetzt wieder reinkriegen. Allerdings müssen wir ihn natürlich jetzt aktuell auch noch weiter bezahlen, auch wenn er nichts tut. Weiß ich nicht, ob sich das alles rechnet. Mag so sein, aber eine Planung auf 5 Jahre und ich meine, Flick, sei mal dahingestellt, er wird nicht deswegen nur gegangen sein, weil er angeblich nicht mitreden durfte. Aber einen Flick hat man relativ so gut wie gar keine Zugeständnisse gemacht, ja, wenn man dem glauben darf, was so kommuniziert wurde. Und dann geht man von diese Richtung in diese Richtung und gibt Nagelsmann alle Zugeständnisse, die er braucht. Alle. Ja, Levi kam mit ihm nicht klar. Ja, alles gut. Hau mal Levi weg nach Barca. Wir brauchen keinen Stürmer unbedingt. Wir nehmen Mané, den haben sie alle zusammen überzeugt. Der ist super heiß und hast du nicht gesehen. Wir brauchen keinen Sechser, brauchen wir alles nicht. Ja, und dann hat man gesehen, wo es hingeht. Ja. Also ich bin immer noch der Meinung, so wie es früher halt auch war. Wir sind der FC Bayern. Und na klar, muss ein Trainer mit eingebunden werden in die Kaderplanung. Aber so eine Grundstruktur sollte immer vom Verein ausgehen, weil wir können nicht bei jedem Trainerwechsel dann sagen, ach, ja, neuer Trainer. Ja, was machen wir denn jetzt? So wie es jetzt ist. Ja, dann kommt ein neuer Trainer, wir haben dann nur einen 17-jährigen Neuner, den er sich nicht traut aufzustellen. Nochmal ein ganz anderes Thema. Aber jetzt nächste Saison musst du erstmal einen Sechser verpflichten, dann musst du einen Neuner verpflichten. Das sind schon mal 200 Mille, wenn du Pech hast. Ja, dann klappt das mit dem Tuchel nicht, weil er sich schon ein bisschen verbrannt hat. Die Spieler, was weiß ich was, weiß man alles nicht. Und dann ist nach 10 Spieltagen, wenn wir einen Fehlstart haben, der Tuchel schon wieder weg. Und es kommt schon wieder ein neuer Trainer und der sagt dann, ja, nee, ich möchte aber so einen klassischen Neuner haben. Der Tuchel will ja jetzt vielleicht eher mit 2 Stürmern spielen. Das heißt, wir haben keinen richtigen Neuner. Wir holen dann so Kolo Muani.
und was weiß ich was. Und dann steht ein neuer Trainer da und hat wieder ein neues Konzept und ach, schwierig, weiß ich nicht. Deswegen, da muss man schon, das ist eine Gratwanderung, muss man schon so einen Mittelweg finden. Haben wir da die Jahre davor aber immer ganz gut gehabt. Ja. Und ja, ansonsten hat man dann halt einfach die Talente, die da sind, und da muss man dem Trainer halt sagen, ja, wenn du das System jetzt so spielen willst, dann nimm die Talente, die da sind. Ja. Was sich ein Tuchel nicht getraut hat. Aber darum geht's ja jetzt auch gar nicht. Ich schweife schon wieder völlig ab. Für mich die Außendarstellung des Vereins, die Vereinsführung, Katastrophe. Ungenügend. Ja, die Pressekonferenz von Brazzo und Olli bei der Nagelsmann-Entlassung. Alto Belli, das war, weiß ich nicht. Ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht die letzten Tage, und das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist wirklich, dass der Uli gesagt hat, so, ihr müsst jetzt den Nagelsmann rauswerfen. Also das ist die einzige Erklärung, die ich habe, dass die beiden sich so verhalten haben, wie sie sich da in der Pressekonferenz verhalten haben. Also dass die das durchgezogen hätten mit dem Nagelsmann, aber dass da der Druck von oben kam, vom Aufsichtsrat, der angeführt wird von Uli Hoeneß, der gesagt hat, nee, ihr müsst den Trainer jetzt rausschmeißen. Ja, das wäre die einzige Erklärung, die ich sehe. Weil beide saßen da und es war, als wäre es eine Beerdigung und hast du nicht gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden die Entscheidung getroffen haben, da damals den Nagelsmann rauszuwerfen. Was dann natürlich im Umkehrschluss dann schon wieder krass ist, ja, weil beide jetzt rausgeworfen wurden, auch aufgrund dieser Entscheidung. Na klar, müssen sie die Entscheidung mitgetragen haben, weil sie also die Verantwortlichen nach außen hin sind. Aber ich denke, wir müssen uns ja nichts vormachen, dass dann Uli Hoeneß immer noch so das stärkste Wort hat. Ja. Und das war auch eines der Probleme, was ich für den Olli sehe. Ja, der Olli konnte sich gar nicht wirklich da entwickeln. Beziehungsweise hat er es nicht geschafft, da sich einen Gegenpart, so wie es damals der Kalle geschafft hat, zum Uli zu haben. Ja. Aber ganz nochmal anderes Thema. Also wie gesagt, für mich Vereinsführung, Außendarstellung, Note 6. Ich bin gespannt, Jahreshauptversammlung, wie es da mit der Katar-Geschichte weitergeht. Qatar Airways, wenn man das wenigstens weghaut, das Sponsoring, dann können sich zumindest die neuen Mitarbeiter sich ein bisschen frei machen und ein bisschen, weil mir wurde ja auch die Rede, wir werden uns wieder mehr an den Fans orientieren, bla, Sülz. Das können sie dann zeigen, ja, indem wir das Sponsoring schon mal nicht verlängern. Ja, das wäre schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber gut, das soll's mal zu meiner Benotung mit leichten Abschweifungen wieder zum Thema sportliche Leistung und ja, das Vereinsbild nach außen gewesen sein. Also sportlich 3-, Vereinsführung ungenügend, Note 6. Das ist mein Fazit. Haut mir gerne eure beiden Noten zu den jeweiligen Dingen rein. Würde mich interessieren. In diesem Sinne, haut rein. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Tschüssi.